Joel, Robin? aus Haut-Episode, an der wir endlich klären, was Sexumpfung ist. Nee, ich mengen, das muss weiter ein Geheimnis bleiben, das just mir wissen. Wir können heute aber vielleicht verraten, was nicht penetrative Sex ist. Dat Heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Episode von Maybe Sex. Heute an der Episode 118 schwatzen wir noch einer jeder Episoden endlich darüber, was nicht penetrative Sexumpfung ist und noch was Sexumpfung kann sein. Joel, am Anfang ist es ja bald drohlich, dass wir an all der Zeit noch nie eine Episode darüber gemacht haben. Und wir haben uns auch darüber gewundert, dass wir noch keine Episode darüber haben. Ja, ich bin effektiv gelöscht und denke durchgegangen und ich meine, dass wir bislang zwar ganz oft darüber gesprochen haben, bei allen Episoden, dass es ja wichtig ist und schwierig ist, Sex zu definieren und halt einfach nicht so einfach ist, das zu machen. Ich meine, wir haben noch nie wirklich gesagt, okay, das ist nicht penetrative Sex. Vielleicht gehen wir dann auch an den nächsten Minuten gewöhnt, wieso das bislang nicht der Fall wäre. Weil ich fährte, dass es ein bisschen schwierig ist, das zu definieren. Ja, das ist ja auch einfach ein froh, die von immens vielen Aspekten und Perspektiven geprägt wird, so nicht einmal. Vielleicht kann man jemand aufhängen, war das penetrative Sex? Gerade an einer heteronormativer Gesellschaft. Also, wie das so heteronormativ Gesellschaft siehst, also dann schon ein bisschen mehr einfach dazu definieren, weil dann als penetrative Sex, wo ein Penis an ein Vulva rangestach wird, für den Sex zu haben. Und dann geht es vielleicht auch nach penetrative Sex, wo ein Penis an den Anus rangestach wird. Und bei denen zwei Sachen sind ich mir relativ sicher, dass die allermeisten Leute die versuchen, dass das Sex und natürlich auch penetrative Sex wäre. Und dann fängt es dann nämlich schwierig zu gehen, und ich mich nämlich gefreut, als Oralsex, wo ein Penis in einem Mund ist, wo der Mund quasi penetriert wird, immer penetrative Sex. Also das just, wenn man dann wirklich für den derben Begriff vom Mund ficken zu benutzen, wenn man das möchte, aber wenn man vielleicht mehr losen Oralsex wird oder Männer heftigen, also vielleicht dann nicht penetrative Sex. Ich fand, du verschwammen Grenzen dann ganz sehr und ganz sehr flu. Ja, ich fand noch also du hast so bei all den Beispielen, die du ugefordert hast Penisse ugefordert. Und da das ja am Anfang ein bisschen schon so ein Teil vom Problem, aber all die Wühe sind immens verlustzentriert an unserer Gesellschaft, die mit Penisse tendenziell echter Männer verbindet, auch dann immens Männer zentriert. Und am Anfang war schon patriarchal. Es gibt zum Beispiel auch queerfeministischen Umkreise, Leute, die den Begriff Penetration gar nicht mehr benutzen und nicht davon Zirkulumtion schwätzen. Das heißt, dass das dann vom Akt, die Aktion nicht mehr vom Penis ausgeht, mehr von etwas anderem, was der Penis dann umschließt und dann dahin geht am Anfang. Und ich meine, wenn ein Fanger an einen Anus oder an eine Vagina angefordert wird, als das Penetration oder wenn ich den anderen Begriff genutzt, Zirkulumtion oder als das schon kein mehr an als das Sex, weil für verschiedene Leute gibt das zu Vierspiel gehören und manche Leute machen ganz klar die Differenz zwischen Vierspiel und Sex und andere machen die Männer. Ich meine, wir zerstören halt alle Notionen von Vierspiel. Ja. Also das ist mein größter Vorsatz für das Episode.
also für mich als von Fanger ins gestartet geht, als dann am Anfang auch Penetration oder Zirkulation, wenn der Fanger im Schloss geht. Ich fand da die Mensch spannend für den Wechsel von der Perspektive zu machen. Also auch als Person, die ihr Penis hört, am Anfang da ja immer den Penetrations-Mindset misstun, fand ich, dass es sich oft nicht so aufhielt, wie wenn ich etwas penetriere, mir dann aber echt, wie wenn ich oder mein Penis im Schloss gehen. Also ich fand, dass das oft dann oder heinst du oder von Zeit zu Zeit den Spruch gebraucht an echter Menge erlebten oder Mengen erlebten Erfahrungen entspricht wie den mit Penetration. Also das vielleicht auch ganz cool für heinst du so mal einfach wie zu wissen, lang spruchlich an zu gucken, was man denken möchte, an was man seinem Sexleben möchte. Das aber just als Klammer, also schlug so mir zerstören 4 Spiel. Ich fand, dass wenn Fanger ins Busch gestartet gehen oder im Schluss gehen, dass das auf jeden Fall Sex als ob Monst von Genitalien am Spiel sind, beziehungsweise ein Vulva oder ein Anus am Spiel ist, dann ist das für mich ganz klar Sex. Und ich fand, ja, die 4 Spielnotionen, wir können mehr darüber schwätzen, wenn du willst. Ja, ich fand vor allem bei der 4 Spielnotion ganz interessant, wo ihr von hier könnt, weil es schon gefühlt, dass das an heterosexuelle Kontexte noch mehr Gewicht tut, wie du an queere Kontexte, einfach weil queer Leute sowieso gewinnt, dass es Welt an mancher Hinsicht neu müssen nach vorne für sich und dass die heterosexuellen Normen nicht auf sie zutreffen. Mir schon davon interessant, weil ein heterosexuelle Kontext ist 4 Spiel wirklich normalerweise alles bis den Penis dann als Höhepunkt an Vagina könnt und nicht endlich zu dem Akt könnt. Und das fand ich immens interessant, weil das ja ein wahnsinnig limitiert wie auch davon. Und ich fand, was bei penetrativem Sex auch immer drauf spielt, als dass es bei all sexueller Handlung irgendwie darauf hinauslebt. Das heißt, oder dass es oft der Mindset ist, dass all Handlungen für drohen darauf hinauslaufen, für dann dahin zu kommen und dass dann alles, was nicht der penetrative Sex ist, dann automatisch als 4 Spiel gilt. Was ja damals auch ein bisschen dazu degradiert, weil 4 Spiel so klingt wie so Spielleute. So. Und das ist ja an der Hinsicht problematisch, dass wenn zum Beispiel Oralsex als 4 Spiel an kein richtiger Sex degradiert, da sind dann zum Beispiel auch lesbische Sex als kein richtiger Sex definieren könnt, was ja dann auch immer ein patriarchal Bilder spielt von was Frauen zu wollen haben und was Sex ist. Und ich fand, dass die Notion tischt oder dass es viel Aspekte gehen, an denen die Bilder, die mehr von penetrativem Sex haben und auch so die Notionen von 4 Spieler so ganz oft mit patriarchalen Normen zusammenfallen. Mhm. Also ich gehe da absolut recht mit all dem, was du gesagt hast. Ich fand, dass das teilweise sogar noch ein bisschen mehr schlimm ist, wie du beschrieben hast. Also, dass man 4 Spiel, dass das ein bisschen so als der Mann muss die Frau ficht kriegen und dafür müssen halt irgendetwas machen, für das sie auch ein bisschen Lust kriegt, für das dann endlich sterft sein Penis durchstierchen. Also so ungefähr habe ich das Gefühl, dass das oft gesiegt, diskutiert wird, aber auch geleiert wird, teilweise an Biologiespücher. Also ich hoffe, dass wir da mittlerweile ein bisschen mehr weit sind. Aber ich habe das Gefühl, dass ich so Sachen zum Beispiel noch geleiert habe oder dass das, ob man es so zwischen den Teilen stehen, dass es so wie, dass den halt, ja, gibt so Sachen machen, für dass dann quasi die Vulva bereit gemerkt wird, für den Penis können zu empfangen, quasi. Also ja, ein immens patriarchale Schwül ob Sex. Also ich wollte dir nicht ganz so graff so wie du, aber ich ging aber am Anfang gerecht, also das ist genau das. Und ich meine, ich hatte das schon für ein Jahr an der Episode mal an, über Sex Education an der Schule geschwatzt, aber das tut sich nicht so wirklich verändert. Und ich meine, ein Teil vom Problem ist auch, dass der Platz, ob der kann er offiziell über Sex lehren, der Bioskurs ist. Den auch
ganz patriarchal und heteronormativ am Funk darauf ausgelöst ist, für ihre Reproduktion zu lehren. Und du gehen dann Sex, eure Reproduktion immens stark man nicht vernetzt und man nicht verbunden. Und lief dann auch immer darauf hinaus, okay, heterosexuelle Sex dient zur Reproduktion. Sex, als du für zu reproduzieren, kann ihn nicht zwar verhindern, aber ja, Typen, wenn der gerne hat, dass es gut flutscht, dann muss der Frau ein bisschen Gefallen machen, für dass es besser flutscht. Mit der Penis an der Vagina, also aber den Hauptakt von der ganzen Entreprise. Und ich meine nicht wirklich, dass das heute auch nicht vermittelt wird. Zumindest zu meiner Liszeit, die aber noch nicht so lange hier ist, war das nicht. Und ich bezweifle, dass den Herr Maustrat neu erfunden wird. Das wäre schön, also ich hoffe mir, ich werde dass das effektiv noch immer so aus, wie du das auch erlebt hast, auch weil du siehst, das nicht so lange hier. Ich wollte einer Person, weil du gesagt hast, lesbische Sex wird aufgewehrt, schon das Gefühl, dass es bei verschiedenen Männern, die Sex mit Männern haben, und nicht so nur explizit Sex mit Männern haben, an Mengen nicht penetrative Sex zum Teil, ähnlich aus, dass halt so, okay, dass kein Sex so lange keine Penetration von einem Anus am Spiel ist, und dafür sind ich aufgepasst, nicht bisexuell oder nicht homosexuell, weil ich sicher just ein Typ, mit dem ich gemeinsam wichsen kann oder dem mir in Erofeld oder Fleisch, dem mir bläst. Aber das zählt dann nicht als Sex, also sind ich nicht schwul. Also da spielen dann auch so krass internalisiert Homophobie und Homofeindlichkeit, die spielt du einfach auch enorm matt bei den Wühen, ob war der Sex und wie viel zählt Penetration an dem Ganzen. Absolut. Das ist eine wertvolle Perspektive, die am Anfang wahnsinnig ironisch ist. Ja, also das Remenker krass, wie viel sich dann immer den Penis dreht. Ich hatte aber noch zu der froh, weil wir wären bei Penisse, wir waren Fangeren, wir haben schon ein bisschen über Oralsex geschwärzt, aber was noch nicht vorkommen, sind so Sextoys, die ja oft auch die Form von einem Phallus haben und auch dafür gedurcht sind, inzwischen angefordert zu gehen. Also der Definition no ja aber auch dann für penetrative Sex gedurcht wären, oder? Ja, ich gebe schon so. Und das geht ja auch kannst du an, also ich sehe all for Sex Toys. Mir das geht aber queer-feministische Krise auch kannst du wahnsinnig kritisiert, auf wiefern dass Sex Toys, die dafür gedurcht sind, für anzufeiern, so wahnsinnig phallusförmig sind. Und sogar an queer-feministische Sex Toys von denen normalerweise nicht viel Sextoys, die können angefordert gehen, die nicht phallusförmig sind. Ich meine, noch da gehen aber auch viel Sextoys, die für nicht penetrative Sex können gebraucht geht. Und noch die gehen da noch, hast du, ich meine, eine Store geholt, weil du zum Beispiel Dildon oder Vibratoren, die kann aufhören. Einfach an dem es dann so was so, ja, die können für das Vierspiel benutzt gehen. Manche Websites machen ja wirklich Reklam mit Vibratoren. Die können dafür benutzt gehen für Vierspiel oder für non-penetrative Sex, dann auch eventuell Frau zum Kommen zu bringen, von der penetrative Sex, das nicht erzielt wird. Auch die sind immer oder gehen oft vermarktet an der Relation mit penetrativem Sex. Mhm. Wie hast du das vorgeholt? Also ich fand das ganz spannend, dass es die Unterscheidung gibt und ich fand es auch ein bisschen ironisch, weil ich scheint so das Gefühl habe, dass es so eine gefühlte Konkurrenzsituation gibt, wo Leute mit Penis und für allem Cis-Männer, die so Angst haben, ihre Penis nicht durchgehen für irgendetwas und dann ist halt so ein Ersatz, den immer steif ist, aus Plastik, an der vielleicht noch vibriert, natürlich ein bisschen intimidating, von allem, wenn ich von der Gesellschaft schon dauernd irgendwie gesagt kriegt, dass sein eigene Körper nicht gut genug ist und nicht leistungsfähig genug ist, für am gefühlten sexuellen Konkurrenzkampf zu bestehen.
Also verstehe ich schon, dass das vielleicht dann auch der Böse geht für andere Sextoys zu haben, die vielleicht nicht so threatening sind an oder halt auch nicht vermehrt gehen, an denen sich Stadt dann irgendwie so schön reden kann. Aber muss ich vielleicht auch einfach so sagen, dass den Toy halt den Toy ist und ein Penis halt der Penis ist und Organe sind nun mal organisch und halten irgendwann ab steif zu sinn oder teil den irgendwann op nach durchhalen zu können an da das jo gonne Ziel dass wir auch kein Ausdauersport an den mechten Fall me soll Spaß machen an das kein Wettbewerb okay Konkurs gehennt irgendeinen Sextoy schmengen von denen bekanntesten an berühmtesten Sextoys den Magic Wand Asio am Fong en den net für Penetration gedurcht ist an dat fand ich am Fong ganz spannend dat dann auch oft also Massagestab euphemistisch verkauft gött Wellen halt net unbedingt ausgesät wie ein Penis. Ja, da tut aber noch, also ich mal nur ein ganz kleinen Klammer ab, die ich auch just weiß, weil ich 3 Monate lang für Duni Thema Vibrator geschafft habe. Da das actually, weil es war wirklich als Massagestab gedurcht und irgendwann hat die Firma halt rausgefunden, okay, das verkauft sich gut als Masturbationsinstrument, mir das konnte aber damals kein zugehen, weil auch kein jemals zugehen hat, für das zu kaufen, für zu masturbieren. Und das reicht an den 60er, 70er, an den United States, hat sich das so entwickelt, dass die ersten, vor allem Frauen, mehr offen über Sex geschwärzt haben, und über die Education, und ja, am Sex. Und dass du irgendwann angefangen hast, ein Marché aufzukommen mit Sextoys, die nicht müssen als Massagestab oder was auch immer vermacht gehen, für überhaupt können verkauft zu gehen. Da muss ich noch bedenken, dass vielen, gerade an den United States, vielen Staaten auch einfach Gesetze en place waren, die es verboten haben, für Sextoys zu verkaufen oder für Handel damit zu betreiben oder sogar für sie zu besitzen. Mir da das historisch echt mehr interessant. Mir hat natürlich auch ganz viel damit zu dem, worüber wir gerade geschwärzt haben. Was ich noch ganz interessant fand, also am Anfang, wie die Grenzen noch bald mehr verschwonnen, wenn sich mit einer anderen Person ihre Genitalien beschäftigt, wenn aber noch Kleider sind zum Beispiel. Ich fand zum Beispiel, dass eine Situation, an der ich zwar vielleicht vollständig ungeduldig bin, mir eine andere Person reiten und zum Beispiel hier Erektion durch Kleider spüren, eine wahnsinnig sexuelle Situation ist. Und das gebe ich schon als Sex zählen. Einfach weil es ein sexueller Regent und eine immens intimate Situation ist. Obwohl andere Leute das vielleicht nie am Leben geben als Sex zählen. Und das ist ja eine Situation, an der ich schon auch nicht ungepackt, also an denen ich keinen ausgedoren und keinen wirklich Haut auf Haut ungepackt habe. Also ich hätte bald gesagt, den Leuten, die an den USA Vibratoren verboten haben, die geben wahrscheinlich so, nee, das ist auf jeden Fall kein Sex, das ist okay, Jesus guckt wäsch, wenn das ist. Aber ich gebe natürlich so, ja, klar ist das Sex, also das ist ja, für mich ist das relativ logisch, aber ich meine, es muss sich einfach irgendwann von der Vorstellung, dass just penetrative Sex oder just sexuelle Handlungen, die darauf hin schaffen sollen, dass es irgendwann so penetrative Sex könnt, dass die giffen zielen. Und ich fand, wenn er sich davon befreit hat, dann gesagt er, das ganz viel mehr breit und da kann er viel mehr Sachen zu Sex definieren, die bislang vielleicht noch nicht für ihn selber dazu gehört haben. Also ausdauern muss er sich wirklich nicht unbedingt dafür. Ja, und ich meine, tut dir noch einfach viel mehr Spaß. Weil wann immer alles muss auf penetrative Sex rauslaufen, dann möchten die anderen Sachen richtig halbherzig und das auch, I don't know, für mich war das immer den ganzen Druck, dass alles hört müssen auf penetrative Sex rauslaufen. Und am Anfang, wie man nicht penetrative Sex oft schon durchgegangen und auch Haut. Mittlerweile habe ich PartnerInnen, die das selbst gesehen. Und da so eine Joch hast du, hey, da hat sich schon nicht räuven, weil du mega cool, dann tut mir mega Spaß gemacht und wir können da doch gerne noch
weitermachen, auf weiter ausbauen, auf weiter erforschen. Mir muss aber nur nicht anders das geschehen. Und ich fand gerade, wenn ich von dem Mindset fort könnt, von okay, muss immer alles so penetrative Sex rauslaufen, weil das war kein Sex, oder just da der Sex, da kann ich sich viel mehr Zeit und Raum holen für andere sexuelle Handlungen, viel mehr frei zu erforschen und zu experimentieren und doch einfach mal dabei besitzen und ein gewiss, ja, ein großer Wert darauf fanden, daran besinnen zu lassen, weil da einfach für mich zumindest immens befreiend war. Ja, ich fand das auch, also auch als Person, die schon ein bisschen in einer so Performance-Anxiety gelitten hat oder ja auch einfach den Druck gespürt ist, den du vielleicht von einer anderen Seite erklärt hast, da das ja auch für Leute, die Penis und nicht unbedingt immer so einfach oder halt das Entspannendste von der Welt, wenn ihr denkt, ich muss nur da irgendwie eine Performance aufliefern. Nicht penetrative Sex mischt fällt einfach viel mehr weit ab und mischt einfach viel mehr Möglichkeiten ab. Und wenn man schon das Vierspiel zerstört und da gebe ich auch, und ich meine, das haben wir hier am Podcast aber schon oft genug gesagt, die Vorstellung wollen zerstören, dass Orgasmus Ziel an den von all sexueller Handlung muss sein. Also ganz am Gegenteil, ein Orgasmus kann natürlich Deal davon sind, muss aber nicht an soll Menge nicht unbedingt Ziel sehen, auch wenn natürlich für die meisten Leute etwas wird flott, cool, schön ist und durchaus dazu gehören darf, aber es sollte nicht das einzige Ziel sein. Der W als Ziel. Das ist ein Mindset, das mehr mans geholfen wird, für mit denen Sache viel besser eins zu gehen. Joel, wenn wir mal von Genitalien fortkommen, nachdem wir schon wahrscheinlich ganz viele Ideen für Sex zerstört haben, aber ich meine, wir können DW weiterführen, wenn wir von Genitalien mal fortkommen und also gucken, also eventuell schon Sex, wenn irgendwie vielleicht mein Chest upackt und mit der rumspielt, oder kann es vielleicht auch sogar schon Sex sein, wenn er sich ganz ferm kriegt und sich upackt und sich wieder zieht und nicht, dass er unbedingt irgendwie primär oder sekundär Geschlechtsseele hat müssen upacken. Also ist schon mal witzig, weil es auch abgeschrieben als Kussen Sex. Für mich steht da ein relativ großes Fragezeichen hinten dran. Ich denke, dass das so war Leute, die mit nicht knutschen, das so definieren, dann ist das für mich durchaus Sex. Und ich meine, ich denke mal ein bisschen davon auf, wen sich dabei fühlt und was für Gefühle ich dabei für die andere Person hat. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Das für mich war schon eine sexuelle Handlung, also so wie es du beschrieben hast. Ja, und ich meine, fängt doch ganz stark vom Kuss auf. Ob ich lange klangen, ob eigentlich so ein Pack on the Lips gehen oder ob ich schicke mal dann eine halbe Stunde lang rumknutschen. Bis in die Lips nämlich spürt, ja, das ist definitiv schon etwas, wo ich so und das gehört vielleicht schon in der Sex. Ein Kollege von mir hatte dann so definiert, dass alles, was hier als sexuell empfindet oder Handlungen, die hier als sexuell empfindet, dass hier die schon jeweils Sex klassifizieren. Das heißt, für hier wäre ein langer Drumknutschen schon Sex. Und ich finde das interessant, wie von, weil ich das wiederum noch nicht so wirklich so hören hat. Und ich schon doch am Anfang ein wie die mir dann die mich dann han erfroen det okay für wat definiere man sagen sie überhaupt zu streng oder für wat göttet zu viele Leute die bis war für wat zu viele Leute die bis war für Sex so streng und präzis zu definieren. Also ich meine, dass die froh wahrscheinlich nicht zu beantworten ist an einem Podcast. Meine Theorie wie ein bisschen, dass es schon etwas mal dazu hat, dass halt so die klassische Definition von Sex immer aber auch irgendwie etwas mit Reproduktion oder der Möglichkeit für Reproduktion zu dienen hat und das halt historisch immer ganz streng geregelt wäre, wen sich mit wem sollte reproduzieren und so Mariage und so Geschichten. Aber von den Feststellungen sind wir mittlerweile ja
als Gesellschaft ziemlich weit fort zum Glück, gebe ich so zu einem großen Teil. Und dafür ergibt sich für mich einfach ein großes Feld von vielen coolen Möglichkeiten, die ich kann haben für Sex mit denen zu haben. Ja. Meint ihr doch ganz viel immer zu denen, noch gerade wenn man so ganz binär geguckt, wo Frauen schwatzen, mit der Idee von Exklusivität und etwas, was es zu beschützen gibt, keine. Also, da sehen Sex als ob so ein Podium hilft, wo so das etwas ganz Spezielles und das soll etwas ganz Spezielles sein, weil die nicht mehr mit ganz wenig ausgewählte Menschen hat. Und natürlich ist es dann mehr einfach für die Regel zu umgehen, wenn ihr Sex ganz klein definiert, wie wenn ihn zu groß definiert. Du hast so viel Beispiel von US-AmerikanerInnen erwähnt, du fällt mir eine von meiner Lieblingsserien aus Sex Education. Und da gibt es auch die Szene, wo der Hauptcharakter, den Otis, seine Freundin an die Auftreibungsklinik begleitet und dann die Auftreibungsgage nach innen kennenlernt, die in seinem Alter sind. Und die sind halt auch gegen Sex für ein Mariage. Aber die junge Frau geht dann aber ganz offen so, dass sie schon Oralsex und Analsex und quasi sämtliche sexuelle Handlungen vollzogen hat, außer dem Penis und der Vagina Sex. Und trotzdem sieht sie, ich habe noch keinen Sex. Und alles außerdem, also alles außerhalb von Penis und Vagina als kein Sex. Und ich fand, dass es nicht war, selber für zu definieren, was Sex für ihr selber ist. Mir schon aber problematisch, dass man als Gesellschaft die Idee haben, Sex soll just das und das und das sein. Ja, das gesehen ich ganz genauso. Also ich fand, dass natürlich kann ihn das selber definieren, mit sich und mit der Person, mit der er Sex hat, am besten zusammen, der den quasi on the same board ist. Aber ich fand, es gibt so viele coole Möglichkeiten an vielleicht mal Lust, für Sachen aufzuzählen, die ihn so kann machen, die nicht penetrative Sex sind. Und wie ich kann Spaß haben. Ich meine, du hast eine Lust präpariert. Ja, ich habe mal aufgeschrieben, erogene Zonen entdecken und entdecken, dass Zonen erogen sind, von denen in das Video nicht gedurcht hat. Wichtiger Punkt. Das fand ich ganz spannend. Also für allem, wenn eine Person noch nicht so lange kennt, ist es immer ziemlich cool zu entdecken, wo die Person wie reagiert, wenn ihn so aufpickt. Wobei das ja auch von Situation und von Moment zu Moment, auch von der zu der ein bisschen anders sein kann. Also Leute himmeln, berühren, reiben, sich unter Nähe reiben, haben wir auch schon genannt. Mit der Zunge, mit dem Mund, lecken, ersaugen, fand ich, sind Sachen, die ganz viel Spaß machen können, auf ganz viele verschiedene Plätzen vom Körper. Du stimmst da absolut so. Und ich meine, du erhebst so nicht den Ausspruch, dass da dein vollständig schlecht ist. Nee. Kann ihn auf Ball alles mit Körper machen, was er will, solange er nur Konsens fried, also solange alle Menschen Spaß hat und du mit auch verstanden ist. Also schon zum Beispiel auch noch abgeschrieben, Vibratoren oder andere Hilfsmittel benutzen, wo mal ja schon ein bisschen drüber geschwärzt haben. Genitalien und Nähreiben als auch ein ganz interessante Manier, sich massieren, sich gegenseitig massieren, mit Peng experimentieren als auch ganz spannend, kann ganz spannend sein. Also beißen, abputzen zum Beispiel, sind Sachen, wo das relativ niederschwellig geht. Was auch spannend ist, ist sich selber aufhaken bzw. masturbieren und der andere Person dabei nur gucken, wie sie das möchte oder vielleicht auch nicht möchte. Also es muss nicht unbedingt die andere Person aufhaken, für Sex mit der zu haben. Fand ich auf jeden Fall. Nee, nicht unbedingt. Es gibt ja auch die Notionen, wie zum Beispiel Telefonsex, wo es seht, du packt die sich nicht tun. Ich habe auch eine immens erotische Fantasie zu erzählen und gerade von einer Person vielleicht dann dort masturbiert, eine immens sexuelle Handlung. Schon du hast es erwähnt, dass mit der Peng und da kommen wir ja auch ganz leicht an den ganzen Kink-Bereich und auch eventuell an den BDSM-Bereich und auch zum Beispiel bei allem, was Bondage ist. Die Sessions sind nicht immer das, was
an einer heteronormativer Gesellschaft gibt als Sex definiert gehen. Aber wenn eine andere Person mich fesselt und mich abhängt, dann ist das für mich Sex. Und dabei muss ich mich noch nicht mal unbedingt viel mehr abhaken, wie nötig mich halt zu fesseln. Und das ist trotzdem Sex. Und gerade in dem ganzen Kink-Bereich und BDSM-Bereich, die ja sowieso ein bisschen Grenze von der Heteronormativität sowieso schon sprengt, als die Idee oder sind die Ideen von war das Sex ganz anders wie außerhalb von der Kommunität. Ja, auf jeden Fall. Also über BDSM-Humor an diesem Podcast ja auch schon die ein oder andere Kehr geschwart über Sexting, was du auch schon geschwart hast. Auch die Episode verlinkt man ich natürlich nach ein Kehr erinnert dieser Episode an die Shownotes. Ich fand, du hast ganz recht mit dem, was du siehst. Ich meine aber, dass nicht alles, was im BDSM-Bereich gemäht wird, für alle Personen immer direkt sexuell ist. Also, das muss ich vielleicht doch dann explizit sagen, dass das halt Sex kann sein, aber es muss nicht Sex sein. Und nicht können dieselben Handlungen sein. Also, das widerspricht dir natürlich nicht, dass ich einfach das dabei gesagt. Ich fand, ja, also, das ist einfach wirklich krass, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und gerade wenn ihr an den Kink-Bereich gucken geht, dann sind es teilweise Sachen, an die ihr vielleicht gar nicht denken, die ihn enorm ummachen können, an die Leute zu neuen Höchsten bringen können und diese vielleicht noch gar nicht gedacht hätten, an wo sich ganz andere Dimensionen abdienen, wie just bei dem relativ bekannten penetrative Sex. Es ist schon an der letzten Zeit oder die Reflexionen zu, dass ich schildere nur denke, war das Sex, also etwas echt Rezentes bei mir. Ich schon mich ein bisschen misse von meinem Bild von Sex oder dem Standpunkt von Sex an meinem Leben auch einfach müssen verabschieden. Oder von dem müssen han erfroen. An der Hinsicht, dass ich sage immer als so quasi das intimsten gesehen hun, weil ich kann mit Leuten hun. An dem Sinn, dass es von der Spießplagschen einer Person leuenische Tergimans vulnerabel sind und das Setup sein Intimes ist und dass sie mich war es schwer für mich davon zu verabschieden, dass Sex dann auch einfach gar viel mehr banal sind. Und das auch wenn ich mich von einer Person nicht mehr fern kreieren und mal also bis sie über die Kleider uppacken, dass das kann Sex sein und dass da war besonders für mich nicht den große Standing am meinem Leben hat, wie es vier drin hat. Und ich meine, das ist eine von den Sachen oder eine von den Gründen, für was das mir also als Gesellschaft so schwer den für Sex auch nicht vorzuholen. Und ein anderen Aspekt, den du für mich auch ganz stark mal dran gespielt wird, aus der Fall, dass ich mich wahnsinnig komisch gefühlt, wenn ich mit einer Person eine sexuelle Handlung vollzogen hat, die für mich Sex war, und für die andere Person nicht. Gleichzeitig gebe ich mich auch am ersten Moment wahnsinnig erfahren, wenn ich mit einer Person eine sexuelle Handlung vollziehen und die Gifte nur irgendwann bei mich kommen, aber so, weißt du noch, wie wir Sex hatten? Und ich wäre so, was lief? Was natürlich auch zu dem, mit dem zu den hört, weil ich hier drüber so, dass ich mich drum gewinnen, dass mit der Definition Sex einfach viel mehr banal kann sein. Und das muss den schon nicht so enthalten, weil dafür sind ich nicht ewig genug, mir so ein spezieller Standpunkt an meinem Leben hört. Mhm. Ich fand das enorm interessant, was du siehst. Schon ein paar Gedanken dazu. Ich hoffe, dass ich so gut sortiert kriege. Also einerseits die Geschichte mit banal, das fand ich wirklich spannend, weil ich auch schon einfach umgedreht erlebt habe, wie du es beschrieben hast. Also eins da sind Aktionen, die von außen ganz banal ausgesehen, aber wo ich so okay, ja, mir ist halt krit oder mir halt ein bisschen rumgefummelt, die sich aber für mich und hoffentlich auch für die andere Person oder so wie ich mitgekriegt, auch für die andere Person enorm intensiv und spannend und wenn ihn da will, das wird hellisch benutzen, hellisch ugefühlt tun. Ich einerseits aber auch schon Sex hat, den ganz in einer klassischen Vue penetrative Sex wäre,
an den sich aber absolut banal ugefielt wird. Also vielleicht doch, weil das einfach ein One-Night-Stand wäre oder halt so irgendeine Begegnung an der tut irgendwie gepasst, mir aber nicht so die Connection do, wie sie vielleicht sonst mit Leuten do wäre. Und solo nicht, dass das ein One-Night-Stand leid oder dass die Person nicht gut kannt wird. Das kann auch, können auch banal Sachen so intensiv sein mit Personen, die ihr nicht genug kennt. Mir einfach halt so ist es so, dass halt dann auch etwas, wo ihr merkt, dass wir extrem intensiv sich dann ziemlich banal aufhielt. Auch von der dieselbe Handlung aus. Ja, ich fand das spannend, dass du da ein bisschen anders geframed hast, weil das mich für mich schon denken, so einer Gedankenreim ab. Ja, lässt mich einfach nur denken, was für Aktivitäten sich weg können auffielen. Und ich fand das ganz spannend, wie unterschiedlich das sie kann für Einzelpersonen, aber auch mit halt verschiedene Personen einfach und auch an verschiedenen Situationen einfach. An den anderen Gedanken, die du ugeschwart hast, das wäre ja das, wie ist, wenn beide Personen das nicht selber gesehen, das ist effektiv eine schwierige Situation und da lohnt es sich vielleicht dann effektiv einfach darüber zu schwätzen und ein längeres Gespräch zu führen. Also vielleicht am besten vier drin, ich werde froh, was wollen wir machen und wie sehen wir die Aktionen, die wir machen. Und wenn den halt nur drauf kommt, dass die Sachen unterschiedlich bewertet gesehen, dann kann ich auch drüber schwätzen. Und vielleicht geht da bei der enger oder anderen Person ein Speicher liegt ob und sie merkt, dass in der Situation vielleicht auch nicht wäre, wie sie gemerkt wird. Mir das natürlich immer froh, wenn du etwas nicht so intensiv wo halt und du hast vielleicht dann irgendwo den für mich, ob man es den Punkt zu froh oder den zu froh, wie ich hun Jobs als Sex wo als vielleicht effektiv die Intensität von der Wahrnehmung. Nee, wenn der nicht selber ist, das ist natürlich effektiv schwierig für dann eng gemeinsam Vue ob das Ereignis zu tun. Ja, also ich hatte die Situation noch relativ rezent, wo ich eine Situation hatte, wo ich no einfach so kleine Panikmoment kriegte und da war so, fuck, was hat los Sex? Und ich schon mal wirklich so, also ein Ofen lang. Also man nicht ganz gut damit gegangen und die Hunde auch die Mail lang drüber nur gedurcht, du warst auch so am Anfang ist das egal. Alles was ich mit der Person gemacht und war konsensual und mir hatte Bait Spaß, weil darüber Hummer geschwart. Du know, ob das für uns Bait enjoyable war. Und das sind am Anfang die zwei Kriterien, die mit denen ich bestimmt zufrieden gehen. Ich möchte auch für die Beziehung, die ich mit der Person habe, keinen Unterschied, ob man Sex hatten oder nicht, oder ob das, was man gemacht hatten, was man gemacht haben, los Sex war oder nicht. Das wichtig ist für mich und auch für die Person, dass das konsensual war und wir Spaß hatten. Und ich meine, das geht dann noch für allem das den ersten Gedanken, den du zu dem Thema hast, mit der Banalität. Das kann ich noch darum ganz viel zurückführen, ob aber ziemlich angeschränkte gesellschaftliche Erwartungen über Sex und das Bild, was wir als Gesellschaft für Sex haben, was einfach immens limitierend ist und was dazu auf ein Podestball hilft oder dem ein immens distinkt und Spezialstellung an der Gesellschaft gibt. Und die wahnsinnige viele Erwartungen noch einfach geknüpft gehen. Und das ist furchtbar schuld. Das schränkt am Endeffekt alle Menschen an. Ja. Und dafür sind ich auch ein bisschen quäsch, wenn ich höre, dass Leute das irgendwie witzig oder komisch fanden, dass wir das Podcast über Sex machen, weil ich am Anfang mal denken, okay, das ist etwas, was bald alle Menschen möchte, hört, drüber nur denkt, das gut normal drüber zu schwätzen, das ist gut für echt Gespräche darüber zu führen, das ist gut für sich Gedanken darüber zu machen, was ist Sex, was ist kein Sex, was gehört für mich dazu, was nicht. Das ist gut, das für sich selber zu definieren, das ist gut, sich die Gedanken zu machen. Also, weil nimmen dadurch können die zu einem besseren Verständnis und nimmen dadurch lernen den sich selber seine Bedürfnisse und Bedürfnisse von den Leuten, mit denen Sex wird, besser kennen. Ich fand das ein wunderschönes Schlusswort. Ich meine, da wären wir effektiver beim An von dieser Episode. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar neue Ideen geben zu dem, was Sex ist, was Sex sein kann, wie ich Sex haben, eventuell hat ja ein oder mehr Personen, mit denen ihr das ausprobieren könnt. Und ich meine,
mir zwei wünschen euch alle guten viel Spaß dabei. Eda Avalo das Episode abhalt an ganz viel Sex wert. Bleib noch ein paar Minuten drin, weil könnt du nach einer Rubrik vom Eli. Ganz genau. Bis dann. Ciao. Auf viel Spaß. Adi. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to Sex a Cannabis. Haut geht es um Sex a Cannabis. Was sind Risiken, aber was sind Benefizen? Genau darum geht es in dieser Rubrik. Cannabis oder Weed ist illegal. Das hindert aber viele Leute nicht, es uns zu konsumieren. Und plus geht es zu Lützeburg ein Gesetzesprojekt für das Pflanz ab 18 Jahren zu legalisieren. Cannabis wird seit Jahrhunderten beim Sex benutzt. Studien haben gewiesen, dass Cannabis helfen kann, die Angst zu reduzieren und hilft, sich zu entspannen. Das trägt zu mehr Plaisir beim Sex bei. Cannabis erhöht auch die Sensibilität der Geschlechtsorgane und ungepackt gehen kann sich mehr intensiv auffühlen. Es ist mehr konzentriert und es kann die Intimität und Verbundenheit zu sich selber und anderen fördern. Weil es sich besser gut lassen kann, hilft es auch beim Orgasmus und diese kann mich stark oder intensiv sein. Cannabis kann helfen, die Libido, die sexuelle Lust zu steigern. Es kann auch gegen Peng bei der Penetration helfen. Bei verschiedenen Personen kann Cannabis einen negativen Impact auf die Libido haben und das geht rauf. Es kann auch sein, dass sie keine Erektion kriegen oder halten kann oder dass sie nicht zum Orgasmus kommen kann. Verschiedene Personen sind noch mal erfischt und es ist sinnvoll, Gleitgel parat zu haben. Wenn ihr heiers, kann ihr nicht mehr so kritisch denken und Koordination ist nicht mehr so gut. Dieser Kontrollverlust erhöht das Risiko für Verletzungen und es muss ihn extra gut aufpassen, nicht über Singen oder anderen hier Grenzen zu gehen. Wie auch sonst soll ihn, ehe konsumiert, gucken richtig zu verhüten, für sich Kind über drohbare Infektionen oder eine mögliche Schwangerschaft zu schützen. Jeder Rang seine Erfahrung ist anders. Falls du das ausprobieren willst, fang mit einer kleinen Dosis an. Lass auf deinen Körper und guck, wie du reagierst. Falls du dich nicht gut spürst oder da unwohl ist, kannst du zu allem Moment eine Pause machen oder abhalten. Je nachdem, wie du Cannabis hältst, kann auch einen Effekt haben, ob du es spürst. Fummen oder Vapen spielt ganz sicher nur Maximum 5 Minuten. Diese Methode kann für die Lunge schädlich sein, besonders wenn ihr Tabak mit fummt und nicht regelmäßig mischt. Hier kannst du Sativa holen, die mehr auf den Kopf wirkt. Es gibt auch Indica, das wirkt mehr auf den Körper. Eine Hybridzucht ist eine Mischung zwischen beiden. Es kann ihr noch Edibles holen, also mit Cannabis kochen oder backen und das dann essen. Hier dauert es mehr lang, bis ihr etwas spürt. Es gibt mittlerweile auch Creme oder Gleitgel, den ihr direkt auf die Haut abtragen kann. Das hat den Vorteil, dass sie für allem auf der Platz wirkt, wo ihr sie drauf mischt. Hier gibt Varianten mit CBD, den legal ist und relaxierend wirkt, oder auch mit THC und das auf Plätze, wo das legal ist. Cannabis kann helfen, Sex mehr intensiv, mehr kreativ und anders zu machen. Es ist aber auch wichtig, sich der Risiko bewusst zu sein. Wie bei all neuen Sachen fängt es an und fand raus, was für dich passt. Viel Spaß beim Flyen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper.
mat finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner a Jugend. Mat freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver asexueller Gesundheit. De Ministère für Education, Kanner a Jugend an den CESAS ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf.